Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu einem kurzen Live zu Weihnachten. Heute ist Heiliger Abend. Heute fängt das Weihnachtsfest an und dann feiern wir 2 oder 3 Tage lang feiern. Morgen ist Weihnachten und übermorgen ist der Stephanstag. Also, wir haben viel Zeit, um mit unserer Familie zusammen zu sein, mit unsere Freunde zu treffen, gut zu essen, miteinander vielleicht spielen und das Ende vom Jahr zu geniessen. Wir haben ein ganz schönes Jahr hinter uns, ein Jahr 2023. Ich hoffe, du hast es auch gut gehabt, das Jahr. Ich hoffe, du kannst auf ein reiches Jahr zurückschauen. Wir haben viel geschafft das Jahr. Wir haben viele schöne Geschichten geschrieben. Wir haben uns getroffen online. Wir haben uns kennenlernen. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, auch Leute, die in Schweizerdeutsch-Kurs kommen und nachher nach dem Kurs kommen mit uns reden auf dem Zoom-Treffen. Und ich bin dankbar für all die Momente. Ich bin dankbar für die Leute, die ich kennenlernen konnte aus der ganzen Welt. Und ich wollte an dieser Stelle euch alles Gute wünschen auf Weihnachten. Viel Freude und viel Segen und viel Liebe und einen guten Start im neuen Jahr. Das fängt ja schon in einer Woche an. Und danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mitmacht. Danke, dass ihr euch einbringt in unserem Schweizerdeutsch-Kurs. Ihr seid eine Bereicherung für uns. Hallo Olivia, du bist auch da. Du bist auch dankbar für das Jahr 2023. Ja, das letzte Jahr war ein ereignisreiches Jahr. Und wir schauen voraus auf das nächste Jahr, das ist 2024. Im 2024 erwarten uns neue Abenteuer, neue Herausforderungen. Vielleicht hast du bestimmte Pläne oder Ziele. Mein Mann und ich, wir wollen ein bisschen mehr reisen und ja, unsere Community erweitern. Oh, Olivia, du willst 2024 kein Schoki essen? Wow, das wird schwierig, wenn du in der Schweiz wohnst, kein Schoki essen, ein ganzes Jahr lang. Ich weiß nicht, ob du das kannst durchhalten, aber ich wünsche dir viel Glück, dass du das kannst. Und ich weiß nicht, was dein Ziel ist mit dem, aber ja. Und du willst 2024 jeden Tag Übungen machen. Du willst jeden Tag Schweizerdeutsch üben oder willst du jeden Tag Sport machen und ein bisschen deine Muskeln trainieren? Man kann ins Fitness gehen oder man kann joggen raus oder man kann auch daheim in seinem Zimmer, in der Stube einfach Übungen machen, die die Muskeln stärken und ein bisschen Stretching und so. Du denkst, es ist möglich, dass das kannst durchhalten, dass das kannst durchziehen, ein ganzes Jahr lang kein Schoki essen, aber du musst aufpassen, dass du dann nicht plötzlich in 2025 alles nachholst und viel mehr Schoki isst als normal. Also vielleicht gibt sich eine Gewohnheit daraus, ein bisschen weniger Süßes zu essen. Äh, Und Olivia, du möchtest Schweizerdeutsch Übungen machen draussen. Das heisst, du möchtest in die Stadt gehen und auf die Straße und mit deinen Nachbarn und den Leuten reden, die du triffst unterwegs auf Schweizerdeutsch. Das ist ein guter Vorsatz. Also, wenn du Schweizerdeutsch anfängst zu reden, dann ist die Chance gross, dass dir die Leute auf Schweizerdeutsch antworten. Und wenn nicht, dann musst du halt durchhaben
und gleich immer auf Schweizerdeutsch antworten, so gut wie es kannst. Vielleicht merken dann die Leute, dass sie mit dir Schweizerdeutsch reden können und dass du gerne würdest Schweizerdeutsch üben. Das ist ein guter Vorsatz. Okay, also wenn du mit uns möchtest Schweizerdeutsch lernen, kannst du auf unseren Link gehen und dich einschreiben für den VIP Schweizerdeutsch-Kurs. Wenn du noch nicht zu unserer Community gehörst, dann kannst dich uns anschliessen und mit vielen anderen Leuten zusammen Schweizerdeutsch lernen. Immer am Montag am Abend am 8 Uhr haben wir eine neue Geschichte parat mit einem neuen Livestream. Also morgen am Montag am Abend ist kein Livestream, aber es hat doch eine Lektion online, wo du kannst so ein bisschen Schweizerdeutsch lernen. Schweizerdeutsch, wo du kannst brauchen, wenn du eingeladen bist bei Freunden, wenn es ein Festessen ist, wenn wir zusammen am Tisch sind. Okay, was ist mein Vorsatz? Olivia, ich habe mir das gar noch nicht so genau überlegt, was ich sollte ändern oder was ich möchte ändern im nächsten Jahr. Du hast recht, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit. Ich kann mir das ein bisschen überlegen. Andererseits versuche ich die ganze Zeit, mich zu verbessern. Und dann habe ich nicht unbedingt auf den 1. Januar einen speziellen Vorsatz, wo ich dann warte bis am 1. Januar, bis ich das machen kann. Also, mal schauen, vielleicht kommt mir etwas Gescheites zu Sinn. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Vorsatz, meinen Sohn, der uns alle anregen, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr unseren Handykonsum runterfahren und keine soziale Medien brauchen und so. Und er will möglichst viele Leute von der Familie motivieren, dass wir mitmachen. Ich denke, ich mache mit, so gut es geht. Und natürlich tue ich auch Leute anrufen oder so. Für das brauche ich das Telefon schon. Aber einfach für mal ein bisschen einen Telefon-Detox machen. Ja, aber nicht zu lang. bis Januar, bis im neuen Jahr. Okay, hat mich gefreut, mit euch zu reden. Ich wünsche dir ganz frohe Weihnachten, Olivia und den anderen auch. Gute, erholsame Tage. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen frei und könnt Zeit mit euren Freunden und der Familie verbringen. Und dann bis im neuen Jahr. Macht's gut. Tschüss zusammen.